Egal zu welchem Zeitpunkt eine Krebsdiagnose zu kriegen, ist nie einfach. Aber wie reagiert der Kind auf so eine Nachricht? Letztes Jahr im Juli ist Constance, die damals 12 Jahre alt war, geworden, dass er Hodgkin-Lymphom am Stadium 4 hat. Ein Krebs von den Lymphdrüsen, der sich aus seinem Fall schon auf die Lungen ausgebreitet hat. Nur 6 Monate Chemotherapie und Cortison hat gut auf die Behandlung reagiert. Ein halbes Jahr, wo das junge Mädchen durch die unterschiedlichsten Emotionen gegangen ist, von Traurigkeit bis Schuldgefühle an der unbeantworteten Frage, für was ist. Sibylla Lind war beim Constance seine letzten Tage am Spital dabei und hat begleitet bis zurück an seinen normalen Alltag. Ich weiß nicht, dass Kinder so Krebs kriegen können. Während dem Treatment habe ich mich schon gefragt gestellt, wie war ich über Hundestadt, was habe ich darüber gemacht. Ich habe ihn echt gefragt. Weil wenn ich klein war, wusste ich, dass das geht, dass der Krebs so geht. Und ich wollte nie den Krebs haben. Und dann erfahre ich, dass ich den Krebs habe. Das war wirklich komisch. Das war also unangenehm, das zu wissen, weil ich wollte nicht. Und dann habe ich gefragt, mein Hand, keine Stirben. Und das ist nee, die können wir heilen, den ist aber gut, den ist okay, das hier stirbt. Das war ich aber froh, weil ich wollte nicht sterben. On y va. C'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait? Une prise de sang. Oh, ma peau, elle est toute crocodile. C'est bon, c'est réparé, Constance. J'espère. Hein. Pourquoi? La valve anti-reflux ne faisait plus son travail en fait. Il était méchant. Il avait désobéi au Pour conseil. la dernière, il collabore avec nous. Ah oui, oui, parce qu'après on le retire, hein, on tire dessus. Pas tout de suite. Hein. Je sais, il faut attendre le 18 décembre. 18 décembre alors, ça c'est la date de retrait? C'est la date du scanner et après on l'enlève. Génial. Enfin. Oui, Ça hein. devient bon. Moi je vois pas. Allez, en chambre maintenant. Et on fait quand les chignoles? On Ben. a les résultats de la prise de sang. Ah oui. Et dès que c'est bon et qu'on a le feu vert, le médecin viendra t'examiner. Docteur Serolo? Docteur Serolo. Comment va l'appétit? Bien. Ouais. Nausées, vomissements à la Non. maison, transit. Bien. Bien. Tu regardes bien devant toi. Constance est atteinte d'un lymphome de Hodgkin. C'est un stade 4. Top. Allez, je sais, tu les aimes pas ceux-là. Hop, allez. Et effectivement, ce cancer-là évolue souvent assez lentement. Et donc, on peut ne pas ressentir forcément de symptômes et avoir juste voilà, un ganglion qui gonfle, souvent dans le cou ou juste au-dessus des épaules. C'est souvent là où on les retrouve. Et parfois, exactement, sans aucun symptôme généraux. Voilà, donc je suis prête. Donc c'est parti pour 2 heures d'hyperhydratation. Comme ça, on prépare ton corps à recevoir la dernière chimiothérapie. Non, pas la dernière comme L'avant-dernière, le Non. dernier gros cycle. Oui, le dernier cycle, voilà. C'est le dernier cycle. Non, protocole. C'est ça, Bon, c'est la même chose en tout cas. c'est tout pareil. Disons que c'est le dernier gros jour. Quoi. Et vous avez vu? Ça refonctionne? Ça refonctionne. Oui. Plus
Cancer de l'enfant, à part quelques cas qui sont relativement peu fréquents, entre 5 et 10% des cas sont liés à des prédispositions génétiques à faire du cancer. Mais la majorité de nos cancers ne le sont pas. Et on n'a pas trouvé de cause unique qui permet d'expliquer pourquoi tel enfant développe tel cancer. Tout va bien? Oui. Ok. Voilà. Tout va Alors, bien donne le petit jusqu'au godet. moment où le plateau de l'hôpital va arriver. Va arriver, bah oui, je comprends. Mais de Avec toute les façon, le odeurs. plateau de l'hôpital, on ne laisse jamais entrer dans la chambre, hein, tellement il sent mauvais. Ça va, ça va. Ton verre, c'est... Peu importe. Ah oui, c'est... Donc c'est la première. On va d'abord commencer par la vin Christine. Ok, Il y en a 5 aujourd'hui. comme Tu toujours. connais comme toujours le programme. Et papa t'a déjà donné ta fortécortine, donc je vais te donner le Zofran. Cortine. Le Zofran, ton papa t'a déjà donné la cortisone. Ah oui. Ça va? Et alors je vais te donner le Zofran. Ich gehe ganz viel, ich will immer alles wissen. Ja, mir ich weiß auch viel, so, meine Eltern so, aber viele Sachen war das schon. Und ich, ja, ich weiß ein bisschen, ich weiß nicht alles, weil voilà. Aber was ich schon, ich weiß alles, was rundherum für mich ist, weiß ich alles so. Weil ich viel Freude stellen, aber weil meine Eltern noch mal auch dazu, weil sie wollen meine Sachen verstoppen. Sie haben wirklich Vertrauen an mir und dafür sollen sie immer alles. Tu es un escroc. Non mais c'est parce que c'est parce que c'est. Papa il triche. Moje Constance, Moin. geht de bësse besser? Ja. Ja. E checken da dann wie immer de Weekend dann de Kur nach. Gell? Okay. An es ze séier geht, mat da kein Gedanken du christ dat. Gell? Ja, merci. Merci. Das Jahr als wir möchten echt Jahr Lycée. Den nächsten Jahr am Lycée ist wirklich, du hältst das immer für immer an deinem Kopf. Das ist so etwas, was du nie vergisst. Und ich habe einfach den nächsten Tag gemacht. Mit, ich habe meinen Peruk angetan. Aber das war wirklich eine Exception, weil normalerweise tue ich das nicht. Aber wir haben einfach alles gemacht, für dass ich das machen kann. Aber dann, ja, die anderen, die konnte ich nicht. Es war aber cool, wenn ich mit meinen Kollegen war, mit meinen Freundinnen. Und dann plus Lycée ist nicht das, man. Das ist auch cool, Lycée. Das, du fühlst dich mehr groß. Das ist wirklich, ja, das ist, ich sehe sie aber, aber das, ja, das fehlt mir einfach ein bisschen, weil ich will gerne mit sie sein. Tu commences? Alors, Boudeuse. Ouf. Ça te, j'allais dire, ça te pense à quelqu'un? Oui. Fière et agressive. Bah, agressive à cause de la cortisone. Je crie, je suis énervée, je m'énerve beaucoup plus vite, donc après je. Mais j'aime pas. Non. Alors. Inquiète. Au début, j'étais inquiète. Au début, j'étais inquiète. Ouais, bah ça je comprends. Ouais. Triste, j'étais aussi au début, Ouais. quand j'ai su que j'avais ça. Ouais. Coupable. Oh, oui. Ça t'est déjà arrivé de te sentir coupable? Bah, des fois, je me sens coupable que c'est ma faute que j'ai la maladie que j'ai. Que toi tu as fait Quelque chose qu'il fallait pas qui est- pour. Oui, Oui, c'est ça. Ah, oui. Mais tu sais, parfois les parents aussi peuvent ressentir des sentiments, enfin de la culpabilité. Qu'est-ce que Oui, j'ai mais fait ou papa et pas maman, fait? ils n'ont rien fait. Voilà, ça, je sais Ils bien. n'ont pas besoin de se sentir coupable. C'est vrai, tu as raison. Mais c'est des émotions et on choisit pas forcément les émotions qu'on ressent. Hein. On est traversé par ces émotions. Mais comme tu vois, bah, c'est des émotions qu'on ressent parfois à un moment, puis après ça, Oui, après ça s'en part, va. après, on Voilà. n'a plus. Une émotion, elle n'est jamais définitive. Oui. Ça, c'est sur la bonne nouvelle. Nein, anzeigen, ich komme, wenn du nicht verstoppt bist, komme ich. Auch du? Wo ist Jana? Schon den Tag wirklich, wirklich erwartet. Und dann ist endlich heute, das ist sie wirklich mega froh. Das ist mein letztes Chemio, das ist ja, ich bin wirklich mega froh. Was bist du da?
fanden den dort am schönsten, den du hast. Ja. Den doten normalerweise gibt es auch so ein Nemo, weißt du Nemo? Und noch ein Schildkröte. Den Nemo. Wirklich? Ich werde Gläser noch gesehen an der Balkonsballe spielen. Du warst ganz stark. Das heißt, du kriegst ein Kado vom Gläschen und nicht vom Hose, aber du kriegst keinen Grut. Vielleicht setze ich auf die Gläser sei schon. Der Gläschen ist Ich kann das. Kannst du das? Et puis la courtisane ce soir, et puis après fini. C'est 14h, après ce soir, et après ça, Exactement. Plus jamais de cortisone de toute ma vie. J'espère pour toi. Oui, oui, oui. Parce qu'on peut donner de la cortisone pour autre chose que pour des lymphomes. Oui, ça je sais, mais j'aurais pas autre chose. J'ai déjà assez de choses. Ça me va très bien. Est-ce que tu as des questions ou tu connais maintenant? D'ici début 2026, on s'attend à ce qu'elle ait récupéré complètement des effets de la chimiothérapie et qu'elle reprenne une vie complètement normale. J'ai plus de chimio. Et à 5 ans, donc ça sera décembre 2030 pour elle, si la maladie n'est pas revenue, ce qui est le cas le plus probable pour elle, eh bien on déclarera officiellement la guérison du cancer. Am Moment, und ich mal gesagt, das ist mega lang, ich kriege das nicht hin. So, aber lo, so nicht mal wirklich, das ist aber schnell gegangen. J'ai plus de chimio, Maman. Aber da das auch, weil all die Personen, die nirgends mehr sind noch so live und so positiv. Dafür ist das auch so schnell gegangen, dass ich bin mega froh. Da kann ich reiten, an das Konservatoire gehen, an die Schule gehen, so schießen. Und ich bin auch mega froh. Ich muss nicht mehr in den Plateau de l'Hôpital essen. Den ist so. Für allerreicht wünschen wir euch viel Glück am neuen Jahr. Und da wünschen wir dem Constance herzlich willkommen an der Klasse. Geil? So, wir machen heute verschiedene Sachen, die ich stunde. Die füllt das ruhig aus. Das zweite ist, wo da ein Ziel drauf setzt. Dreht. Hat das am zweiten Schuljahr, hat Jana. Und hat so auch einen Krebs mit mir schlimm wird. Und das ist so nicht sicher, dass das geheilt wird. Und mein Traum ist, dass das geheilt wird. Und das, wisst ihr, für Ruhen wollte das nicht schätzen. Und mit mir wird das immer geschätzt. Vorher haben wir gefragt, so, ja, ist dein Krebs schon fort? Oder musst du noch warten, bis er fortgeht? Und da habe ich ein paar Mal erklärt. So. Ja, sie haben noch gesehen, dass ich einen Buff hatte. So. Buff und hat dafür, da können sie auch gesehen, wie so. Sie waren wirklich mega live und wir sind nicht so base Sachen, die mich gesund, die nicht dekaliert sind, die nicht gemacht, sie waren wirklich doof für mich. Geht Sachen los okay, das ist alles gut. Ich kriege noch Zeit für dich darum zu gewinnen. Sie haben einfach offen, aber da ist auch, wenn es nicht geht, so direkt. Ne? Ja, okay. Dann, ja? Ja? Allez, das geht schon. Bon. Ça va Constance? Est-ce que tu as bien toutes tes partitions? Oui, oui. Ok. Blanche, oui, les partitions, d'orchestre? Tu partageras avec une copine? Ok. Ombeline, ça va? Oui. 1, 2, 3. Das Lo ist so wie für Drohnen, ich verstehe lo mehr Sachen. Das tut etwas an mein Leben gemacht und lo weiß ich viel mehr Sachen vom Leben, wie für Drohnen. Das tut mir erklärt, was nicht alles was Leben ist, aber auch ein bisschen was das Leben von Treatmenten und Krankheiten aber sind und was das möchte und alles. Eh ben voilà, vous êtes arrivés à la fin. Les bisous, bisous, bisous. C'est pour moi. C'est pour qui? Non, non, c'est pas forcément pour toi. Si, c'est un plateau 4. Ich brauche auch meine Schwestern da für mich. Wirklich, ich brauche meine Schwestern, weil sie machen mich immer lachen. Und ich brauche auch meine Eltern, weil es lebt. Und
die für mich da sind. Sie machen das alles für mich. Und meine Schwestern auch. Ich bin wirklich dankbar, auch, weil ohne meine ganze Familie hätte ich das nicht gepackt. Es war schwer, aber lo ist es wirklich besser wie an der Mitte vom Treatment. Das heißt, ich freue mich wirklich, dass alles rumgekommen ist. Und ich werde das nie vergessen. An den 18. April als nächste großen Televidach an dem Kader werden mat Constance dann nach im Wolle gesehen zu Summe mat segem medizinischen Team. An op televi.delu könnt ihr lo schon alt Informationen fanne fir zu spenden.